Haus Lües? Oh, Frau Klinkbeil, schönen guten Tag. Na, haben Sie einen Termin gefunden? 23. Ja, schreibe ich mir gleich auf. Was Sie so brauchen? Ja, für 3-4 Tage. Auf jeden Fall was Sommerliches. Soll ja noch warm bleiben. Und das Badezeug nicht vergessen. Wir haben hier einen wunderschönen Swimmingpool. Was er beruflich macht? Moment, ich gucke da mal eben rein. Industriekaufmann. In ungekündigter Stellung. Sekunde. Zwilling. Nee, vom Aszendenten steht hier nichts. Augenfarbe. Braun. Oh, Frau Klinkbeil. Dunkelbraun. Ach, ist wahr? Ja, mir scheint, Sie passen auch sonst ganz gut zusammen. Aber mehr verrate ich nicht. Alles andere müssen Sie selber rausfinden. Ja, fein, Frau Klinkbeil. Schön, denn bis zum 23. nicht? Ja. Tschüss, Frau Klinkbeil. Na? Ich will nicht stören. Tust du auch nicht, Anne-Rose? Na, bist du mit deinem Zimmer zufrieden? Oh ja, so gemütlich. Und die herrliche Aussicht. Hast dir aber auch die schönste Jahreszeit ausgesucht. Ist sonst noch was? Was hat der Herr, ich meine Arnold, für eine Bildung? Ist er Akademiker? Tja, Oder hat er wenigstens Abitur? in meiner Kartei steht Privatgelehrter. Ach ja? Was denn für eine Fachrichtung? Ja, sagen wir mal so Richtung... Aber warum fragst du mich das, Anne-Rose? Das ist doch viel besser, wenn er dir das selber erzählt. Arnold redet über nichts lieber als über seine... Naja, wundert mich, dass er dir da unterwegs noch gar nichts von erzählt hat. Wieso unterwegs? Er hat dich doch vom Bahnhof abgeholt. Wer? Arnold, der Mann, den ich hier für dich... Du meinst den Taxifahrer? Aber eben hast du doch noch was von Privatgelehrter gesagt. Sein Job ist Taxifahrer. Privat ist er Gelehrter. Ach so. Naja, sowas gibt es. Hauptsache, er hat höhere Interessen. Das hat er. Arnold hat überhaupt nur höhere Interessen. Philosophie? Noch höher. Weltraum. Also Astronomie. Ja, mehr oder weniger. Leider bin ich in Astronomie nicht so bewandert. Ich lehre Erdkunde. Da! Oh, da ist er ja gerade. Soll ich ihm gleich sagen, dass du diejenige welche bist? Oh nein, das kommt mir. Ich muss mich erst mal ein bisschen frisch machen. Wasser laufen lassen. Wasser laufen lassen. Wasser laufen. Also wenn du mir noch einmal diese... Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Arnold. Ja. Da bin ich wieder. Elfi, Komm nicht an mein Face. wieso? Was hast du denn? Facelifting. Hab mich wieder liften unten. Hier. Da. Und da. Und hier. Darf ich dich denn in die Arme nehmen? Nein, nein. Du lass mal die Füße mal checken. Hab ich wieder dasselbe Zimmer? Klar. Aber bisschen vorsichtig bei meinen Zeitfrisuren. Nummer 5. Sweet immer grün. Ja. Nummer 5. Aber warum hast du dich denn gar nicht von deinem Chauffeur herfahren lassen? Ach, das ist ein Kapitel für sich. Haben Sie Matsch in den Ohren? Mein Gepäck nach Nummer 5. Schnackst du zufällig mit mir? Allerdings. Bisschen Dalli, ja? So, sag mal, wieso duzt dieser Mensch mich? Der Arnold ist ja auch... Erstens bin ich Taxifahrer und kein Gepäckträger. Und zweitens bin ich hier genauso Gast wie du. Oh, ein wunderbarer Kavalier, was? Diesen Stil hast du mir doch wohl nicht zugedacht, ne? Nee. Tja, schön, dann helf ich dir eben. Ist gut, ich mach das schon. Oh, halt mal fest, ja? Oh, Elfi, Florenz. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Siehst blendend aus, Elfi. Kein bisschen älter geworden. Nee, ne?
Als ich heute Morgen ins Spiegel geguckt habe, habe ich zuerst gedacht, ich wäre meine eigene Tochter. Hier, guck mal, der ist ja auch immer noch da. Der kleine Plüschwauwau, ne? Ja, bist der Beste, ne? Komm ins Körbchen. So. Sag mal, wie machst du das bloß? Oh Gott, ganz einfach. Ich suche den teuersten Schönheitschirurgen. Und das so lange an mir rumschnippeln, bis von der ollen Elfi nichts mehr übergeblieben ist, ne? Aber hat ja nur leider ein Ende. Mach keine Witze, Elfi. Ja, kann mir das nicht mehr leisten. Wenn hier einer im Geld schwimmt, dann bist du das doch. Ja. Komm mal her. Was ich dir nur erzähle, musst du unbedingt für dich behalten, klar? Diskretion ist in meinem Geschäft Ehrensache. Ja, dann halte ich fest. Na, Wir sind pleite. was seid ihr? Die Firma Malzahn ist bankrott. Das ist ja wohl nicht möglich. Tja, du schlagerst du mit den Ohren, was? Und schuld ist allein mein Herr Sohn. Erst hat er mir die Firma abgeluchst und dann hat sie mit Karacho in Konkurs gesteuert. Aber das schadet ihm gar nichts. Wer seiner eigenen Mutter einen Yachtschein verpasst, der hat es nicht besser verdient. Was hat er dir? Und der Kuratell hat er mich stellen lassen. Wegen meiner krankhaften Verschwendungssucht. Ist doch nicht zu glauben, sowas, ne? Wozu hat man denn Geld, wenn man das nicht am Kopf hauen darf, ne? Ja, aber jetzt hast du nichts mehr. Nee, nur bin ich blank. Fall fürs Sozialamt. Was ich noch habe, sind meine Klamotten und ein bisschen Schmuck. Arnold? Arnold, du verstehst doch was von elektrischen Geräten, ne? Klemmt dein Toaster schon wieder? Nein, die Haustürklingel geht nicht mehr. Kannst du dir das nicht mal eben angucken? Siehst doch, im Augenblick bin ich mit was anderem beschäftigt. Bitte, Arnold. Kriegst morgen früh auch ein Ei extra. Ich esse keine Eier, das solltest du allmählich wissen. Mein Gott, hat der keine lange Leitung. Bisschen über. Was fliege, du Brummer? Für den Fall, dass du mir diese Gaffeltang anschnacken willst, so schnell kann ich gar nicht laufen. Lächerlich. Naja, Ja, und was ist denn nun mit hier? mit hier? Sag mal, du kannst den Hals ja wohl nicht voll kriegen, was? Ein bisschen was muss ich dafür haben. Ja, schön, schön. Mir soll keiner nachsagen, dass ich dir was schuldig geblieben bin, nicht? Also hier, pass auf. So. Das Land für ein halbes Jahr mit Vollpension. Und 3 Vermittlungen, ja? Na? Was hast du denn diesmal im Angebot? Effi, warum lässt sich nicht einfach mal überraschen? Also das sag ich dir gleich. Wenn er nicht mindestens 15 Jahre jünger ist als ich, gucke ich ihn mir gar nicht erst an. 15 Jahre? Ist das nicht ein bisschen happig? Wieso denn? Wieso denn? Tja, wenn so ein oller Knacker sich der junge Dern ins Bett holt, dann sagen sie alle, oh Donnerwetter, der hat doch Pfeffer in den Hintern. Aber eine alte Frau und ein junger Mann, und dann sagen sie alle, Igitt. Nee, in puncto 6 bin ich im Manze. Es klingelt. Das ist doch Arnold. Ach so, also, vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Versprochen? Was denn? Ach, dass du einen Mund hältst. Ich bin als die Jüngste und dann noch abgebrannt. Da passt ja kein Kerl mehr an. Ja, aber anständig ist das ja eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist das ja Betrug, oder? Ach nee. Und das viele Geld, was ich hier gelassen habe, das zählt wohl überhaupt nicht, was? Das waren Tausende, mein Deren. Tausende. Und was habe ich davon gehabt? 2 von deinen Herren sind mir durch die Lappen gegangen und der 3. ist abgenippelt. Da kann ich aber nichts für, Elfi. Na, wer denn sonst? Du hast die Kerze auch ausgesucht. Im Geschäftsleben gibt es in so einem Fall eine Mängelrüge und da kriegt man sein Geld wieder. Ja, komm mir ja hier nicht mit anständig, ne? So, nun mal Klartext, hat er das richtige Alter? Ja, so in etwa. Also nicht. Jünger als du ist auf jeden Fall. Aber guck ihn dir doch erst mal an, Elfi. Das Alter alleine sagt doch noch gar nichts. Steht da auf 6. Danach frage ich meine Klienten nicht. Was, das tust du nicht? Ha, das ist doch das Allerwichtigste. Ja, nicht für jeden, Elfi. Oh, hör doch auf. Wer nichts von Sex wissen will, weiß gar nicht, was das für Spaß macht. Ne? Was sehe ich denn da? Weiße Blumen. Ja, ich hab gedacht, mal was anderes, ne? Bis jetzt waren hier auf meinem Platz immer rosa Blumen. Da, rosa. Bis auf die Männer. Muss ja alles so bleiben wie früher. Ja, Arnold, du ist ja gut. Ja, und sag mal, hast du das Veilchen eure Himmelbette Nummer 7 schon parat? Also, nun muss ich aber lachen, Elfi. Du hast sie noch nie mal kennengelernt und denkst schon an das Himmelbett?
Was glaubst du wohl, warum ich all die Jahre deine Kundin geblieben bin? Ne? War eine Kakerlake? Die Kakerlake, wo? Nein, da klingelt. So, ich muss los. Ach du, sag mal, hast du Parmaschinken im Haus? Ja, hast du noch gar nichts gegessen? Nee. Das ist schon mal eine Gesichtspackung. Hier. Hör dir das mal an. Nix für ungut, Arnold. Och, doch nicht, du hast keine Zeit. Hab ich auch nicht. Für die alte Schatega hast du auch Zeit gehabt. Nein. Hör mal, da piept was. Doch, dein Pieper, Arnold. Mein Pieper war das nicht. Also, pass auf. Bin gleich wieder da, vergiss dein Wort nicht, Arnold. Na, Minutenschieder. Na ja, hier. So. Bös kalt heute, nicht? Ei. So. Oh, es wird ja höchste Zeit. Oh mein Gott. Oh, ich hab sie. Dich. Bitte? Ich hab dich. Wieso mich? Hier wird sich geduzt. Ah ja, richtig, stimmt ja auch. Was wollte ich sagen? Das weiß ich doch nicht. Sind Sie der Herr... Du. Bist du Herr Lührs? Dann säße ich nicht hier. Wieso nicht? Herr Lührs hat sich vor 5 Jahren in die Ewigkeit gebeamt. Was hat er? Den Löffel abgegeben. Ist über den Jordan gegangen. Ist beim Yachtunfall totgeschossen worden. Genauso wie Hubert. Ach so, Exitus. Lilly hat ihn ausstopfen lassen. Ihren Mann? Hubert, den Hund. Dann ist der Köter echt? Oh mein Gott. Keine Angst, der läuft ja nicht mehr frei rum. Ich bin allergisch gegen Hundehaare. Oh, Entschuldigung, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Strohschein. Hans-Herbert Strohschein. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Arnold Hollebohm. Commander Hollebohm. Aha. Commander? Eigentlich ist das ja top secret, aber ganz unter uns. Ich bin einer von den ranghöchsten Ufologen. Einer von den ranghöchsten Urologen. Ufologen! Ist nicht wahr. Wieso ist das nicht wahr? Ich wollte sagen, alle Achtung. In Deutschland trifft das bloß einen Commander. Dann glauben Sie, glaubst du an außerirdische Wesen? Glauben tue ich an nix. Ufologie ist Wissenschaft. Ah ja. Freut mich, dass ich dich kennengelernt habe, Herr Commander. Na, Hans-Herbert, bisschen frische Luft geschnappt. Ja, wenn es bloß nicht so kalt wäre, nicht? Oh. Ist das nicht viel zu kalt für diese Jahreszeit? Was meinen Sie? Du! Was meinst du? Würde mich gar nicht wundern, wenn ich mich erkältet habe. Oh Mann. Hört sich verdammt nach einer kapillaren Bronchitis an. Ja, danke. Ist der so klapprig oder tut er bloß so? Ja, richtig schlecht kann's ihm nicht gehen. Sonst würde er sich nicht auch noch eine Frau aufsacken. Bist du heute grandig? Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen oder hast du einen bestimmten Grund? Allerdings, ich habe das dumpfe Gefühl, ich soll mal wieder verkuppelt werden. Oh, das Wort will ich ja überhaupt gar nicht gehört haben. Aber es stimmt doch, oder? Ja, wo du das Thema nun schon mal angeschnitten hast, bitte. Nee, erstmal bin ich an der Reihe, bitte. Warum? Ich will dir was vorlesen, setz dich. Ja, um was geht das denn? Sie sind wieder gelandet. Ach du liebes Lottchen, hat das nicht Zeit, bis ich Nee, ich meine hab das nicht. Also pass auf.
2 dänische Polizeibeamte haben unabhängig voneinander zu Protokoll gegeben. Arnold, ich habe den Puckel voll Arbeit. Die Küche steht voll Geschirr und der Rasen muss auch ganz dringend gemäht werden. Vergiss doch mal den Pütscherkram. Hier geht es um die Frage, wer das Regiment auf der Erde übernehmen soll. Wir oder die Außerirdischen. Kannst du das nicht übernehmen? Ich? Das Regiment? Das Rasenmähen. Solange du mich mit einer anderen Frau verkuppeln willst, tue ich keinen Handschlag mehr für dich. Aber das hier sind handfeste Beweise, Lilly. Was heute in Dänemark passiert, passiert morgen in Kanada und übermorgen in Australien. Jeden Tag landen sie irgendwo. Und nicht bloß das, sie sind schon unter uns, die Außerirdischen, jawohl. Sie sitzen sogar in wichtigen Positionen. Dieser Minister, der aussieht wie seine eigene Oma. Haha, ich fress einen Besen, wenn das kein Außerirdischer ist. Und warum haben sie sich überall reingeschmuggelt, hä? Sie wollen die Weltherrschaft übernehmen. Genau, und da... Woher weißt du das? Von dir, Arnold. Na, kiek an, hast du doch ein bisschen was mitgekriegt. Ein bisschen? Wenn du einen halben Tag hier bist, dann brummt mir der Schädel vor lauter Ufologie. Überwundert mich eigentlich, dass du mich nicht auch schon für eine Außerirdische hältst. Wenn du eine wärst, dann hätte ich dich nicht so gern, Lilly. Arnold, und woran merkst du das? Das sehe ich an deinen Augen. Die Augen sind das eine, wo sich die Außerirdischen von uns Menschen unterscheiden. Ihre Pupillen funktionieren nämlich nach dem Lamellenverschlussprinzip. Ach, nee, kannst du mir einen Föhn ausleihen? Da ist einer in deinem Bad, Manuela. Ach so, danke. Oh, ein Mann. Nee, das muss Arnold. Wir sind uns doch hier schon mal begegnet. Arnold ist ein Freund des Hauses. Ach so. Nee, Arnold. Ach, Lilly, ist meiner schon hier? Ja. So. Wow! Was macht er da? Pinselt er an seinem Auto rum? Aber das ist doch schon ganz bunt. Ja, sieht aus wie ein Osterei. Osterei. Der Wagen wie ein Osterei. Es werde lieb aus Liebelei. Oh, was meinst du? Hat er was für Gedichte über? Bestimmt. Er ist doch selber sowas wie ein halber Künstler. Oh, hau ab. Den hat aber mein Papa schlechte Karten. Der kann Künstler nicht ausstehen. Dein Papa soll ihn ja auch nicht heiraten. Hast auch wieder recht. Oh, aber meine Freundin, die fällt vom Hocker, wenn ich mit so einem flippigen Typ ankomme. Ach, wann machst du uns miteinander bekannt? Ja, heute Abend bei der Begrüßungsparty. Du weißt doch, wie das hier abläuft. Ach Gott, ja. Ach, ich bin so aufgeregt. Ach, was zieh ich bloß an? Aus. Hier haben wir eine typische Lamellenverschlusspupille. Ah ja. Auf den ersten Blick sieht sie akkurat so aus wie eine menschliche Pupille, aber bei starkem Lichteinfall... Arnold. Bei starkem Lichteinfall ziemlich die Lamellen blitzartig krank. Arnold. Ja. Kann ich nun wieder an meine Arbeit gehen? Nee, die Hauptsache kommt doch erst noch. Der wichtigste Meine Frage, Lilly. einen kleinen Spaziergang machen, genau das Richtige für dich. Wunderbare Luft draußen. Ja, aber ich wollte doch bloß... Tief einatmen. Das ist gut gegen deine Bronchitis. Bitte, Arnold. Was ist denn, Hans-Herbert? Ich muss dringend haben essen, sonst meldet sich meine Gastritis wieder. Gibt's hier in der Nähe ein Lokal, wo Ja, ich... das nächste ist die Heideperle. Da gehen meine Gäste immer gern hin. Wie weit ist das? Zu Fuß eine lütte Viertelstunde. Eine nette Viertelstunde. Mit meiner Angina pectoris. Ja, dann schlage ich vor, Arnold fährt dich dahin. In Ordnung? Ja, aber das kann ich doch nicht verlangen. Oh doch, das kannst du. Arnold verdient damit nämlich sein Geld. Ach, ich soll ihn bezahlen. Und Arnold holt dich auch gerne wieder ab, wenn du gegessen hast. Oder noch besser, er wartet so lange in der Heideperle, ne, Arnold? Ja, wenn das so ist, dann nehme ich dein Angebot dankend an. Ich soll im Dunkeln so und so nicht mehr Auto fahren. Das ist Gift für meine Augen, hat der Doktor gesagt. Ich will hoffen, es gibt da auch Diabetikerkost. Als meine Schwester Gerlinde noch gelebt hat, hat sie mich ganz auf Diabetikerkost eingestellt. Wollen wir? Kannst dich schon mal ins Taxi setzen, ich komme gleich nach. Ja, ist gut. Ah, Hans-Herbert? Ja? Hans-Herbert, beim Frühstück sitzt du hier an diesem Tisch. Elfi. Hört sich nach einer jungen Elfe an, die mich hegen und pflegen will. Ah ja, und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, das gibt so viel zu bereden, wenn zwei Menschen sich kennenlernen. Da kann man auf das Thema Krankheiten gut verzichten. Haben wir uns verstanden? Wieso? Ist das klar? Jawohl, Commander! Wie nennt er dich?
Commander? Ja, ich muss noch mal auf den Unterschied zwischen Menschen und Außerirdische zurückkommen. Also das sind einmal die Augen. Aber der wichtigste Unterschied liegt darin, dass die Außerirdischen sozusagen Retortenbabys sind. Ich will wissen, was das mit dem Commander auf sich hat. Hast du ihn womöglich auch schon vollgedröhnt mit deiner Ufologie? Darf ich vielleicht ausreden? Nee, ich will doch nur nichts mehr von wissen. Arnold, guck dir die Menschen erst an, ehe du ihnen mit den Außerirdischen kommst. Du kannst nicht von jedem Verständnis dafür verlangen. Das heißt, manchmal sind Frauen für sowas ja zugänglicher. Besonders wenn sie schon ein klein bisschen älter sind. Und darum möchte ich dich gerne mit einer Dame zusammenbringen. Als wenn ich mir das nicht gedacht habe. Du lässt nicht locker, was? Diese Dame sucht einen Mann mit höheren Interessen. Hast gehört? Arnold, höhere Interessen. Ist das ein Wunder, dass ich dabei gleich an dich gedacht habe? Ich bin mal gespannt, wen du diesmal für mich ausgesucht hast. Habe ich sie schon kennengelernt? Ja, du hast sie vom Bahnhof abgeholt. Das kannst du mir nicht antun, Lili. Wieso? Was hast du gegen sie? Sie ist doch eine nette und anständige Person. Ja, unanständig. Du, wir saßen knapp im Auto, da hat sie ihre Hand schon auf meinem Knie. Ach, du meinst Elfi? Nee, ich meine die andere. Sie ist Lehrerin. Arnold, eine Frau mit Bildung. Außerdem kann sie zuhören. Arnold, so eine Frau musst du mit der Lupe suchen. Auf der anderen Seite will das Auge ja auch was haben. Oh, wenn Anne-Rose sich hübsch zurecht macht, dann kann sich überall mit ihr sehen lassen. Willi, wenn man die richtige schon gefunden hat, dann haben das andere Frauen sich schwer dagegen anzukommen, verstehst du? Anne-Rose und du, ihr passt wunderbar zusammen. Sie Lehrerin, du Privatgelehrter. Das bin ich. Ach nee, Hans-Herbert, den haben wir ja ganz vergessen. Arnold, seht zu, dass ihr loskommt, sonst fällt ihm womöglich noch eine Krankheit ein. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ja, Kann ich Sie mal sprechen? ja bitte. Unter 4 Augen, wenn es geht. Ist was? Lili, ich muss dringend mit dir sprechen. Bitte, Arnold, lass uns allein. Das ist ganz wichtig. Kannst du mal eben mit nach draußen kommen? Nein, kann ich nicht. Hans-Herbert wartet auf dich. Arnold. Ich habe überhaupt gar kein Auto gehört. Sind Sie zu Fuß unterwegs? Ja, aber nicht freiwillig. Kurz in der großen Wiese blieb auf einmal mein Auto stehen. Und nichts ging mehr. Nicht mal das Blinklicht. Ach so, nun wollen Sie sicher eine Werkstatt anrufen. Das auch. Ja, bitte, hier ist das Telefon. Was heißt auch? Hauptkommissar Koch vom Betrugsdezernat. Von der Kripo? Warum sind Sie so verschreckt, Frau Lührs? Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Nee, ganz und gar nicht. Warum soll ich? Sie können ganz beruhigt sein. Meine Ermittlungen haben nichts mit Ihnen persönlich zu tun, darf ich? Ja, bitte. Ja, und wenn ich mal fragen Bei darf... uns ist das so üblich, dass wir die Fragen stellen, Frau Lührs. Wollen Sie nicht auch? Danke. Bloß so viel. Es handelt sich um eine verdeckte Ermittlung, verstehen Sie? Ja, nee. Was heißt verdeckte? Da kommen wir noch zu. Ja, aber wieso bei mir? Was gibt Frau es hier bei mir Lührs, zu... ich sag noch ist einmal. Ist gut. Die Fragen stellen Sie. Sie sind die Besitzerin von dem Landhaus Lührs. Ja, als mein Mann gestorben ist, habe ich das hier... Und nebenbei haben Sie eine Partnervermittlung. Oh, nein. Ehevermittlung. Zuerst wollte ich hier ja bloß eine Pension aufmachen. Aber dann habe ich mir gedacht, ich kann ja auch so ein kleines bisschen Schicksalsspiel, ne? Das heißt, ich suche die Menschen aus, die nach meiner Meinung zusammenpassen. Und die quartiere ich dann hier so für 3-4 Tage ein. Dann können sie sich in aller Ruhe beschnuppern. Verstehen Sie? Zwangloses Kennenlernen im Kreise netter Menschen. Ach, Sie haben meine Annonce gelesen. Das gehört zu meiner Ermittlung, Frau Lührs. Lili! Oh, du hast Besuch. Den will ich nicht stören. Ja, was ist denn, Manuela? Ach, weiter nix. Oder fällt dir vielleicht auf den Stutz ein Reim auf Lieb ein? Auf Lied? Nee, ich glaube nicht. Ich habe im Augenblick auch ganz andere Sachen in den Kopf zu nehmen. Ach, das muss doch nicht gleich sein. Also dann, nichts für ungut. Wie wäre es denn mit Dieb? Dieb. Lieb, Dieb. Ja, das reimt sich. Oh, schreiben Sie auch Gedichte? Nee, ich glaube, da hat Herr... Ach, wie war noch gleich der Name? Ach, da hat Herr Koch bestimmt keine Antenne für. Schade. Aber Dieb, passt das in ein Liebesgedicht? Ach, das soll ein Liebesgedicht werden. All meine Gedichte handeln von der Liebe. Ja, wenn sonst noch was ist, wir sehen uns ja nachher beim Begrüßungscocktail.
Jetzt fällt mir was ein. Herr Cook! Ja! Das passt! Es ist schon merkwürdig, dass man uns Polizisten keinen Sinn für Poesie zutraut. So, nun mal weiter. Was haben Sie denn an Personal? Personal habe ich nicht. Damit mir die Arbeit hier nicht über den Kopf wächst, da gibt es bei mir bloß Frühstück. Pension Garni, verstehen Sie? Wie viele Gäste haben Sie im Augenblick? 6. 3 Damen und 3 Herren. Bei mehr kann ich auch gar nicht unterbringen. Ich habe ja bloß 6 Einzelzimmer. Aber nun will ich endlich mal wissen, was das Ganze soll. Sonst sage ich überhaupt gar kein Wort mehr. Oh, Frau Lües. Eine Aussageverweigerung könnte Ihnen leicht als Behinderung bei der Aufklärung einer Straftat ausgelegt werden. Ja, das ist mir ganz egal. Wenn Sie jetzt damit nicht rausrücken, dann sage ich nichts mehr. Kann ich mich darauf verlassen, dass es unter uns bleibt? Ja, natürlich. Nur mal raus damit. Ich bin einem Heiratsschwindler auf der Spur. Nochmal. Einer von Ihren Gästen ist ein Heiratsschwindler, Frau Lües. Nö, Herr Koch, das kann nicht angehen. Ich nehme bloß Kunden an, die ich vorher gründlichst durchgecheckt habe. Ein Betrüger hätte bei mir keine Chancen. Wenn Sie einen Heiratsschwindler suchen, dann sind Sie bei mir hier an der verkehrten Adresse. Ich bin mir ganz sicher, er ist hier im Landhaus Lües. Und ich sag nochmal, sind Sie sicher, dass Sie hinterm Mann her sind? Ich meine, könnte er nicht auch eine Frau sein? Ach, mir ist nicht zum Spaßen, Frau Lües. Na, glauben Sie mir? Ein Heiratsschwindler in meinem Haus, das ist eine Katastrophe. Einer von den Männern also. Und weiter. Wer A sagt, muss auch B sagen. Oder soll ich mich hier strafbar machen, einen Heiratsschwindler zu vermitteln? Ehe das soweit ist, habe ich herausbekommen, wer er ist. Aber vorher darf er nicht merken, wer ich bin. Sie müssen mit Ihren Gästen umgehen, als wenn Sie keine Ahnung haben. Wenn er merkt, dass ich ihm auf den Fersen bin, dann kommt er nicht aus seiner Deckung raus. Und dann kann ich ihn nicht in Flagranti erwischen. Arnold ist das ganz bestimmt nicht. Der tickt zwar manchmal nicht richtig, aber sonst ist er ehrlich bis auf die Knochen. Tickt nicht richtig? Wieso? Naja, er glaubt an UFOs. Aha. Was soll das heißen? Oh, ich hab bloß aha gesagt. Oh nee, für Arnold schwöre ich jeden Eid. Den will ich schon seit Jahr und Tag verheiraten und schafft das nicht. Vielleicht hat er genug andere Eisen im Feuer. Nee, der ist in mich verknallt, das ist der ganze Grund. Das kann ich gut verstehen. Hans Herbert kommt auch nicht in Frage. Warum nicht? So seriös, wie der aussieht. Die meisten Heiratsschwindler machen auch seriös, Frau Lües. Aber wo er immerzu nur von seinen Krankheiten redet, da kann er doch kein Blumenpott mit gewinnen. Ganz im Gegenteil. Auf die Mitleidsmasche fallen 9 von 10 Frauen rein. Wer sagt das? Berufserfahrung, Frau Lües. Hallöle! Hast du Terpentin im Haus? Ja, habe ich. Nichts anfassen. Und nicht hinsetzen, Carlo. Ich hol das ja sofort her. Hallöle! Ja, ich grüße Sie auch. Erlauben Sie? Ja. Haben Sie diesen Schlips ausgesucht? Ja, gefällt er Ihnen? Nein, er ist abscheulich. Ja, jetzt ja. Hm? Wer dieses Design verbrochen hat, sollte mit dem Schlips am nächsten Baum aufgebummelt werden. So, ganz bitteschön. reizend, meine Liebe. Sag mal, hast du dein Auto bemalt? Ach, nur ein paar Farbakzente gesetzt. Als Kontrast zur Heideblüte empfahl sich ein frisches Zitronengelb. Ah! Dann gehört Ihnen wahrscheinlich auch dieser schwarze Edelflitzer da draußen. nicht? Oh nein, der gehört der jungen Dame, die hier zu dir mit an den Tisch. Was, die kauft sich ein schwarzes Auto? Das nimmt mich aber gar nicht für Sie ein. Wieso? Schwarz ist doch sehr vornehm, oder stehst du nicht auf Schwarz? Um Gottes Willen, nein! Schwarz, schwarz. Schwarz widert mich an. Ich hasse Schwarz. Ach du liebe Zeit. Liebe Zeit, das ist ja noch ein Fleck in deinem Gesicht. Ganz schwarz. Was? Oh. Das ist ein Schönheitsfleck, meine Liebe. Allmächtiger, ich sehe wieder aus. Ach, naja. Jetzt schmeißen wir aber erstmal husch, husch, husch diesen Fleck. Na, hören Sie mal! Ich schenke Ihnen einen von meinen. Okay?
Der ist das, ne? Wenn überhaupt einer von meinen Herren in Frage kommt, denn er. Wieso? Naja, diese Künstler, die haben doch von Natur aus schon so was Flatterhaftes. Ach, Künstler ist er. Ja, vom Beruf hat er Chefdesigner angegeben, aber in Wirklichkeit ist er Schaufensterdekorateur bei C&A. Und dann gucken Sie sich doch mal seine Kledagen an, wie der rumläuft. Na, das kommt mir doch alles schon ganz schön verdächtig vor. Liebe Frau Lührs, wenn man einen Ganoven schon von Weitem ansehen kann, dass er ein Ganove ist, dann hätten wir es um vieles leichter. Mit anderen Worten, Sie meinen, er ist das nicht? Habe ich das gesagt? Herrgott nochmal, wie soll ich denn den Herrn hier in die Augen gucken, wenn ich bei jedem denken muss, er ist ein Heiratsschwindler? Ja, das ist bestimmt nicht einfach. Glauben Sie, Sie haben sich so in der Gewalt, dass er nichts merkt? Ja, natürlich, klar. Ja, wenn Sie ihn jetzt nicht auf der Stelle festnehmen können, soll das vielleicht heißen, dass Sie hier bleiben wollen? Ja, logisch. Ich habe kein Zimmer frei. Da hängt doch noch der Schlüssel von Nummer 7. Nummer 7 ist reserviert für eilige Fälle. Einige Fälle, Frau Lührs. Ja, manchmal schlägt sozusagen der Blitz ein. Und dann können die beiden das nicht mehr länger abwarten, wenn Sie verstehen, was ich damit sagen will. Nee. In Nummer 7 steht ein veilchenblaues Himmelbett. Doppelbett. Ach so. Und warum Veilchenblau? Passt besser zu meiner Kundschaft. Für rosarot sind Sie alle nicht mehr in dem richtigen Alter. Aber wenn Nummer 7 nun nicht gebraucht wird, dann kann ich doch da... Oder rechnen Sie damit, dass heute schon der Blitz einschlägt? Kann immer mal wieder vorkommen. Gibt es denn gar keine andere Möglichkeit, mich hier unterzubringen? Nein, ich habe bloß noch eine glühende Kammer unterm Dach. Da ist nicht mal ein Bett drin, bloß eine Matratze. Ja, langt doch. Ja, und was sag ich, wer Sie sind? Ja, ein Bekannter oder ein Freund. Nee, das geht nicht. Ein paar von meinen Kunden sind nicht das erste Mal hier. Wenn ich einen Freund hätte, das wüssten Sie. Ja, dann eben Freund von früher. Aus der Kinderzeit. Wolfgang. Angenehm, Lilly. Also ich muss das alles jetzt mal auf die Reihe kriegen. Ein Heiratsschwindler unter meinem Dach. Und dennoch noch ein Freund von früher, der... Naja, ich sag das mal so gerade raus, ne? Der sowas Männliches ausstrahlt. Ja, dagegen sehen die anderen Herren doch verdammt nach zweiter Wahl aus. Oh, danke. Solch ein Kompliment kriegt man als Beamter nicht oft zu hören. Bist du verheiratet? Nicht mehr. Auch das noch. Eheleben und Dienstplan sind schwer unter einen Hut zu bringen. Aber das gibt doch bestimmt auch Frauen, die die Qualität des Ehelebens nicht mit der Stoppuhr nachmessen. Nimmst du noch Kunden an, Lilly? Oben unterm Dach, sagtest du? Ja, ich muss dir noch Bettwäsche bringen. Bin ich schon zu spät? Oh, Gottes Willen, Arnold, hast du einen Unfall gehabt? Ich gehe schon mal voraus. Ja, links die Treppe hoch. Sag nicht, der soll hier wohnen. Doch. Lilly, bist du unklug? Du willst diesen Homunculus in deinem Haus aufnehmen. Homunculus? Der Kerl ist eine Mogelpackung, das ist nicht das, für was er sich ausgibt. Ja, was ist er denn? Hast du seine Augen nicht gesehen? Das ist ein Außerirdischer. Er liebt mich. Doch noch etwas Milch? Nee, ich mag ihn lieber schwarz. Schade. Manuela, lass dich mal ansehen. Ja, nicht? Ach, Carlo. Nee. Grün. Genauer gesagt, Petersiliengrün. Ganz klar, deine persönliche Farbe ist Petersiliengrün. Sag bloß, grün steht mir eigentlich gar nicht. Pappalapapp. Du würdest hinreißend aussehen. Ganz in Petersiliengrün. Atemberaubend. Wow, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Und was ist deine persönliche Farbe, Carlo? Im Augenblick bin ich mitten in einem Umbruch. Ach ja? Ja, von Hahnenkamm rot
zu kobaltblau. Ja, bei uns Künstlern kommt sowas öfters vor. Denk an Picasso. Der mit den vielen Frauen. Uns Künstler darf man nicht mit bürgerlichen Maßstäben messen, meine Liebe. Dann habe ich ja Glück, dass du bloß ein Halber bist. Aha. Wer sagt denn sowas? Das habe ich Manuela erzählt, damit sie nicht denkt, du bist ein brotloser Künstler und sie muss dich womöglich mit durchfüttern. Nicht? Vom Beruf ist Carlo nämlich Chefdesigner. Ne, Carlo? Ja. Ja. Apropos Design, nun zeigen Sie doch mal hier. Was denn? Ach so, ja, hier. Na? Eigener Entwurf. Wie findest du das Design? Ja, doch, warum nicht? Mal was anderes. Ohne mir schmeicheln zu wollen, durch die intensive Farbgestaltung bekommt dieser Mann doch erst ein Gesicht. Nicht wahr? Ja, wenn du das sagst. Und was machst du so? Ja, was mache ich so? Ich schreibe Gedichte. Ah, ja. Hast du was übrig für Gedichte? Ja, ich bin klein, mein Herz ist rein. Mein Popo ist putzig, ist das nicht schmutzig? Nein, solche Gedichte meine ich nicht. Ich meine Liebesgedichte. Solange man nicht davon leben muss, hast du denn auch so einen Beruf? Beruf? Naja, hier so. Halbtags arbeite ich im Geschäft von meinem Papa. Ach, das ist ja interessant. Der hat ein eigenes Geschäft? Ja. Welche Branche? Ein Dienstleistungsunternehmen. Wieso Dienst? Naja, er leistet anderen Menschen doch bestimmte Dienste, oder? Kann man so sagen, ja. Manuela ist die einzige Tochter. Später soll sie die Firma mal übernehmen, ne Manuela? Ja, aber mein Papa sagt, ich soll ihm nicht wieder so einen Windbügel anschleppen. Sonst verkloppt er die Firma und zieht nach Mallorca. Mich würde doch noch mal interessieren, was für Dienstleistungen. Musst du denn alles auf dem Mar wissen, Carlo? Auf jeden Fall ist die Firma solide und krisenfest. Und sie bringt auch noch ganz schön was ein, ne, Manuela? Ja, mein Papa sagt immer, so schlimm kann das gar nicht kommen, dass wir unser Brot mit ohne was drauf essen müssen. Auch wenn ich mal einen Vorschlag machen darf. Ich würde an eurer Stelle bei dem schönen Wetter ja nicht hier drin rumsitzen. Geh doch ein bisschen spazieren. Oder mach eine Autotour durch die Heide. Ich bin für eine Autotour. Und du? Wenn ich mich überhaupt im Freien bewege, dann nur auf einem fahrbaren Untersatz. Wie? Brumm, brumm. Ah, ich verstehe. Wir nehmen mein Auto. Kommt nicht in Frage. In deines kriegen mich keine 10 Pferde rein. Warum nicht? Na, das wäre ein künstlerischer Offenbarungseid. Nein, wir fahren mit meinem. Ich hol schon mal die Schlüssel und dann ziehen wir uns geschwind was Passendes an. Gell? Okay. Wir treffen uns dann hier unten. Heidewitzka. Ist doch mal, Arnold. Ach, Lili, ja. Hast du eine Ahnung, warum er nicht mit meinem Auto fahren will? Aber Manuela, wo er sein Auto doch extra für dich so hübsch bunt angemalt hat. Extra für mich? Wow! Arnold, wenn du nichts Besseres vorhast, dann kannst du mal eben den Rasen mähen. Ist doch ratzfatz gemacht. Ich gebe auch eine Buddel Bier aus. Was soll das? Arnold! Sie übergeschnappt. Lass ihn los. Auf der Stelle entschuldigst du dich. So weit kommt das noch. Bitte, Wolfgang, lass mich mal einen Augenblick mit ihm allein. Wenn du Hilfe brauchst, Lilli, ich bin im Garten. Also, nun hör mir mal gut zu. Dass du nichts als UFO so im Kopf hast, das will ich ja noch als Macke durchgehen lassen. Aber wenn du hier auch noch über meine Gäste herfällst, dann wird mir das zu bunt. Was regst du dich denn so auf? Ich wollte doch bloß deine Reflexe Du testen. solltest mal lieber deine Reflexe testen. Bei dir piept das ja. Das piept. Ja. Ach, Lili, du hast doch keine Ahnung, was er mit dir vorhat. Der will dich umdrehen, verstehst du? Umdrehen, was heißt das? Na, manipulieren. Ach, Quatsch. Willst du Beweise? Gestern hast du ihn noch nicht gekannt. Und heute heißt es mir mal Wolfgang und du, dass er mit dir in der Sandkiste gespielt hat. Lili, das dauert nicht mehr lang und du bist ein willenloses Werkzeug. Ich habe ihn bloß zuerst nicht wiedererkannt. Das ist alles. Na ja, schnack du mal. Ich bin mir zu 99% sicher, dass er ein Außerirdischer ist. Und der Sache gehe ich auf den Grund. Das machst du nicht. Ich will das nicht haben, dass du meine Gäste hier mit diesem UFO-Quatsch belämmerst. Haben wir uns verstanden, Arnold? Laut und deutlich.
Ja. Schön. Wo ist Anne-Rose? Die zieht sich ihre Wanderschuhe an. Ah, fein. Wo wollt ihr denn hin? Wie das aussieht, will sie mit mir in der Heide rumtigern. Ach, wie schön. Kannst du ja mal zeigen, wo Hermann Löns das Heidelied gedichtet hat. Ich kann ja auch zeigen, wo er die Frau von dem Förster vernascht hat. Ehrlich, Lili. Muss ich wirklich meine Zeit mit dieser Quasselstrippe verplempern? Von Anne-Rose kannst du einen Berg lernen. Du sollst froh sein um jede Stunde, die du mit ihr zusammen sein kannst. Ich habe aber keine Lust, mich mit diesem überkandidelten Frauenzimmer abzugeben. Die schmeißt mit Wörtern um sich, die habe ich mein Lebtag noch nicht gehört. Dann frag sie doch, was sie bedeuten. Denke ich doch gar nicht dran. Damit gebe ich doch zu, dass sie mir geistig über ist. Und so dösig bin ich auch wieder nicht, oder? So, wir können. Mir ist auch ein Thema eingefallen, über das wir uns unterwegs fein unterhalten können. Renaturierungsprojekte begradigter Flussläufe und der akustische Nachweis des nicht sichtbaren Wachtelkönigs. Geht schon wieder hin. Arnold, was hab ich dir gesagt? In Anne-Rose hast du endlich eine Partnerin gefunden, die das bildungsmäßig mit dir aufnehmen kann. Oh, das glaube ich nicht. Als Privatgelehrter denkt Arnold doch in ganz anderen Dimensionen. Ich habe sogar den leisen Verdacht, er sagt so wenig, weil er meint, ich kann ihm geistig nicht folgen. Na? Was mir gerade einfällt, ich soll doch den Rasen mähen. Oh, das hat ja noch ganz viel Zeit. Siehst du, seitdem ich hier bin, liegst du mir in den Ohren, ich soll den Rasen mähen. Und nun hat er doch einmal Zeit. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Danke. Also ich weiß nicht, was passiert, aber das, was passiert, das weiß ich gewiss. Was hat er denn? Typisch Arnold. Er schämt sich für seine Gefühle. Immer wenn er sich so richtig doll auf was freut, dann macht er einen auf grantig. Interessant. Dasselbe wird von Einstein erzählt. Wolfgang, ich habe hier... Wolfgang? Schade. Oh, hübsch. Schwarz. Leider habe ich überhaupt nichts in Grün. Ach, eigentlich kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ich in Petersiliengrün. Du, wenn Carlo nun wieder anfängt von Papas Geschäften und was das für Dienstleistungen sind, dann sagst du ihm, dein Vater hilft den Menschen, dass sie dahin kommen, wo wir alle mal hin müssen. Aber warum erzähle ich ihm denn nicht einfach die Wahrheit? Manuela, Künstler müssen mit Samthandschuhen angefasst werden. Dass er in ein Beerdigungsinstitut rein heiraten soll, das könnte ihn leicht verschrecken, weißt du? Darum ist es besser, du bringst ihm das so Suce Piano bei. Dasselbe gilt auch für deinen kleinen Jungen. Ach Gott, damit warte man lieber, bis das zwischen euch beiden so richtig gefunkt hat. Ja, alles nicht so einfach, nicht? Ich mache da gar nicht an denken, was Papa sagt, wenn ich mit dem Künstler ankomme. Ich habe Angst, Papa trifft der Schlag. Ach Manuela, darüber macht ihr mal keine Gedanken. Die meisten Väter schlagen 3 Kreuze, wenn sie ihre Töchter an Mann gebracht haben. Hast du neue Zähne? Ist dir das gleich aufgefallen? Alles neue Jacketkronen. In deinem Alter. Und dann schon mal lächeln mit den Zähnen. Nein, ich habe zufällig mitgekriegt, wie meine Cousine Marion zu ihrem Freund gesagt hat, Manuela sieht ja nett aus. Aber sobald sie den Mund aufmacht, weißt du, warum sie keinen abgekriegt hat? Kinder, ich habe die Idee des Jahrhunderts. Wir fahren nach Soltau. Wow!
und kleiden dich ganz neu ein. Aber nicht alles in grün, ja? Ach, du wirst staunen, wie gut du dir selber gefällst. Ach, Lilli, sag du mal. Oh, wenn Carlo sich partout in Unkosten stürzen will. So habe ich das nicht gemeint. Ich befinde mich momentan in einer temporären Finanzkrise. Na, für eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen wird's ja wohl noch reichen. Das wiederum finde ich nun überhaupt nicht lustig. Ich wollte damit ja auch nur sagen, man kann auch zum Kaffee trinken nach Soltau fahren. So. Ich klappe schon mal das Verdeck zurück. Ups. Für den netten Herrn Kock. Wie sie fallen, wie sie purzeln, wie sie sich den Steiß verknurzeln. Lilli, Oh, für dich danke. war abgeknickt. Ach so. Was war eigentlich mit Arnold los? Er sagt, du bist nicht der, für den du dich ausgibst. Du hast ihm doch nichts erzählt? Nee. Na, Bestimmt nicht. wie kommt er da denn drauf? Ach, das ist eine Geschichte für sich. Erzähle ich dir, wenn ich mal ein bisschen mehr Ruhe habe. Mir geht die ganze Zeit diese Sache mit dem Heiratsschwindler im Kopf rum. Die ganze Nacht habe ich darüber nachgedacht. Oh, das tut mir aber leid, Lilli. Warum? Du hättest die Nacht schöner verbringen können. Mit Schlafen und so. Das und so hättest du dir verkneifen können. Entschuldigung. Für einen Beamten schlägst du ziemlich menschliche Töne an, Herr Hauptkommissar. Ach ja? Sollte es vielleicht daran liegen, dass auch ein Beamter irgendwo ein Mensch ist? Oh, hier, soll ich dir geben. Für den netten Herrn Kock von Manuela. Von Manuela? Ich saß in deinen Pupillen. Sie waren so lieb, so lieb. Da dachte ich mir im Stillen, du bist der rechte Herzensdieb. Siehst du, genau so habe ich mir das vorgestellt. Du spielst hier den Hahn im Korb und die anderen Herren, die können sich die Nase wischen. Nur mal ganz sinnig, Lilli. Du kannst mir doch nicht vorwerfen, dass Ich werf dir ja auch gar nichts vor. Das kommt, weil du so bist, wie du bist. Aber das ändert doch nichts daran, dass du mir hier alles ganz schön durcheinander bringst. Ich hab gar nicht gewusst, wie viel Schlag ich noch bei Frauen hab. Ach, komm, erzähl mir nichts. Das weißt du mindestens so gut wie ich. Und was machen wir dagegen? Ich könnte den Damen ja erzählen, dass du verheiratet bist. In Ordnung? Mit dir, Lilli? Ach, was den Unsinn. Und was ist mit hier? Brauchst du nicht. Hauptsache, du spielst mit. Kann ich mich darauf verlassen? Nein, ich kann das doch nicht. Herbert! Ich schaff das nicht mit dem Kerl. Was hat er? Was hat er denn? Keine Ahnung. Er nuschelt so gediegen. Irgendwas mit Suffizienz oder so. Dennis, das ist Herz. Hans Herbert! Wo bin ich? Mir ist so schwarz vor Augen. Oh, jetzt wird's besser. Oh, das ist schön. Ja, komm mal mit. Nee, lässt du mich wohl. Nehmen Sie ihn mir mal ab. Ja. Soll ich den Notarzt rufen? Nicht nötig. Ein paar kalte Wickel, dann geht das vorbei. Ich bringe ihn nach oben. Ja, so. Ja, hier, der muss auch noch mit so. Komm, ich helfe dir. Nee, lass mal. Das schaffen wir schon allein. Ich ist nur Schein. So, vorsichtig. Was ist da draußen passiert? Das der braucht, das ist eine Krankenschwester. Das ist kein Mann, das ist ein Pflegefall. Mach aber mal einen Punkt. Vielleicht hat Hans Herbert zu viel Sonne abgekriegt oder der Kaffee war für ihn zu stark. Oh, hör doch auf. Weißt du, so abgewrackt bin ich noch nicht, dass ich mir bis zum Wackelpudding abgeben muss. Ich will einen Mann haben, der sein Mann steht. Klar? Und wenn ich steht, sagt man nicht das auch so. Ich will dir mal was sagen. So ein Mann wie Hans Herbert hast du überhaupt nicht verdient. Der ist viel zu schade für dich. Denn sind wir uns ja einig, nicht? Also der Fall ist erledigt. Was hast du sonst noch in petto? Du weißt doch, wie das hier läuft. Wenn diesmal nichts für dich dabei ist, dann musst du eben nochmal wiederkommen. Lilli, für mich gibt es kein Nochmal. Ne? Du sag mal, wie alt ist dieser Herr Kock?
Weiß ich nicht. Was, das weißt du nicht? Ich weiß nicht, was dich das angeht. Also wenn ihr als Kinder schon zusammen gespielt habt, dann muss er ungefähr so alt sein wie du. Ja? Also genau das richtige Alter. Ist er Sportler? Sportler? Wieso? Naja, so topfit wie der aussieht, könnte Marathonläufer sein oder Schwimmer. Wenn du meinst. Ja, was denn, du Marathonläufer oder Schwimmer? Schwimmer, glaub ich. Ach, glaub ich, das musst du doch wissen. So viel wie ich mich besinnen kann, war er Schwimmer, ganz früher mal. Ja, aber seine Figur hat er ja behalten, nicht? Diese breiten Schultern und überhaupt. Elfi, Ja, Wolfgang ist zu Besuch hier. ja und? Muss ich noch mehr sagen? Ach, hast du selber ein Auge auf ihn geworfen, was? Wie kommst du denn darauf? Na, hast du oder hast du nicht? Nein. Ich rufe die Polizei. Wo ist die Nummer von der Polizei? Der Mann gehört hinter Schloss und Riegel. Der darf nicht länger frei rumlaufen. Mit dem will ich nicht mehr an einem Tisch sitzen. Was der sich rausgenommen hat, sowas habe ich noch nie erlebt. Der Mann ist ein Wüstling, ein Sittenstrolch. Er hat mich... Nein, das bringe ich nicht über die Lippen, dass er mich tief verletzt hat. Mein sittliches Empfinden hat er verletzt. Ach so, das ist doch nicht so schlimm. Mit diesem Lustmäus will ich nichts mehr zu tun haben. Wenn der auch bloß einen Fuß in mein Zimmer setzt, dann springe ich aus dem Fenster. Mit Wüstling und so, da kann sie doch Arnold nicht mit gemeint haben. Hört sich aber ganz so an, als wenn ihr an die Wäsche gegangen ist. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Sowas tut Arnold nicht. Och man, mit den Männern kann man ja wieder Überraschungen erleben, du. Die sind gar nicht so einfach gestrickt, wie man denkt. Andere Frau, anderen Mann, sag ich immer. Also was dein Jugendfreund angeht, das hast du da wirklich keine Absichten. Nein, das habe ich dir doch schon mal gesagt. Ja, dann kann ich das ja auch nicht kratzen, wenn ich ihn eintausche gegen diesen Wackelpudding. Nochmal, begreifst du denn nicht? Wolfgang ist kein Heiratskandidat, der ist bloß zu Besuch hier. Bitte nicht in dem Ton mit mir, ja? Wenn ich blank bin, gibt es ja noch lange nicht das Recht, mich hier anzublaffen. Außerdem ist er verheiratet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich deinetwegen scheiden lässt. Du glaubst ja nicht, was ein Mann alles tut, wenn er sich finanziell verbessern kann, du. Aber du hast doch keinen Pfennig mehr auf der Naht. Das weiß er ja nicht, ne? Und wenn er das zu wissen kriegt? Du, lass dir ja nicht einfallen, mir den Kram jetzt zu vermasseln, meint der, du. Das macht mich asig fühlt, du. Wenn ich fühlt bin, weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Lass mich los, du bist ja nicht bei Trost. Stimmt, ich habe einen Yachtschein, vergiss das nicht. Na, wie geht es ihm? Alles in Ordnung, Herr Schlicht. Oh, ist wirklich furchtbar nett von dir, dass du dich um ihn gekümmert hast, Wolfgang. Ich hätte nicht gewusst, was man in solchem Fall tut. Sowas lernt man in einem Erste-Hilfe-Kurs. Verstehen Sie auch was von Mund-zu-Mund-Beatmung? Ja, warum? Naja, ist doch gut, wenn man weiß, auf wen man sich im Notfall wenden kann, ne? Lilly hat mir erzählt, dass Sie Schwimmer sind. War einmal, ganz früher, ne? Ich war Jugendmeister im 200 Meter Schmetterlingsstil. Donnerwetter. Darf ich Ihnen mal was verraten? Wissen Sie, ich habe so schreckliche Angst vor Wasser. Wenn ich keinen Grund unter den Füßen fühle, dann kriege ich Zustände. Was kann man dagegen tun? Schwimmen lernen. Kann man das auch noch, wenn man nicht mehr die Jüngste ist? Das Alter spielt keine Rolle dabei. Wenn der Wille da ist, kann jeder schwimmen lernen. Ja, aber da braucht man ja einen Schwimmlehrer, ne? Sie können es ja mal mit mir versuchen. Oh, das wäre ja... Lilly, was sagst du dazu? Kannst du deinen Jugendfreund ab und an mal so ein bisschen entbehren? Das ist doch das Mindeste, was ich dafür tun kann, dass du auf deine alten Tage noch schwimmen lernst, Effi. Ja, bist du Schatz, mein Dern, ja. Können wir heute noch anfangen? Ja, von mir aus gern. Ich habe sogar eine Badehose mit. Oh, die ist gar nicht so wichtig. Gar nicht so etipetete. Ich habe noch ein Problem. Oh, nur eins. Hast du was gesagt? Nee, nur laut gedacht. Also mein Problem ist, ich gehe so gern spazieren. Ja, dann mal los. Ja, aber ich gehe ja nicht gern allein spazieren. Wenn ich nämlich allein spazieren gehe, dann führe ich immer Selbstgespräche. Und das ist gut für meine Charakterbildung. Wieso?
Ich behalte aber recht. Ja, wenn Sie wollen, ich stehe zu Ihrer Verfügung, Frau Malzahn. Ja, so gefällt uns das. Schau mich bitte nicht so an. Du weißt genau, ich kann. Zimmer 5. Ich hol meinen Hut. Ne? Tust mir einen Gefallen, Lilli? Kommt drauf an. Wenn das Präsidium anruft, dann lässt du dir die Durchfallnummer geben und sagst, ich rufe in 2-3 Stunden wieder zurück. In 2-3 Stunden? Na, da hast du ja aber was vorgenommen. Naja, vielleicht bin ich auch früher wieder da. Wer weiß, wie lange die alte Dame das durchhält. Elfi gibt so lange nicht auf. Ehe die schlapp macht, gehst du auf dem Zahnfleisch. Na. Für einen Schwimmer bin ich noch ganz gut zu Fuß. Du sag mal, ist was? Nö, was soll's sein? Ja, das scheint so, als wenn es dir nicht passt, dass ich mit Frau Malzahn spazieren gehe. Meinetwegen kannst du tun und lassen, was du willst. Hauptsache ist, du bist dir darüber im Klaren, auf was du dich da einlässt. Was meinst du? Hans Herbert ist bei ihr unter durch. Jetzt hat sie das auf dich abgesehen. Ach, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Oh, doch. Und bis jetzt hat Elfi noch jeden Mann gekriegt, den sie haben wollte. Ich bin noch keiner Frau ins Netz gegangen, von der ich mich nicht einfangen lassen wollte. Na, dann sieh mal zu, dass du rechtzeitig die Kurve kriegst. Ich frage mich allerdings, wie du hier den Heiratsschwindler zu fassen kriegen willst, wenn du selber hier den Casanova spielst. Die beste Tarnung für einen Kripo-Beamten ist die, dass er sich ganz natürlich gibt. Na, das fällt dir ja leicht. Aber tu mir den einzigen Gefallen und bring Elfi irgendwie bei, dass sie sich keine Hoffnung machen darf. Dann besinnt sie sich vielleicht und versucht das nochmal mit Hans Herbert. Oder er mit ihr. Ja, was meinst du wohl, warum ich mich mit Frau Malzahn abgebe? Du willst Hans Herbert aus der Reserve locken? Das hast du gesagt. So, da bin ich wieder. Na komm, können Sie so eben wegstecken. Na klar. Oh, Kaviar. Ich sage immer, der Mensch kann auf vieles verzichten. Bloß auf zweierlei nicht. Auf Glück in der Liebe und der Notstation Kaviar. Ciao. Dienst ist Dienst, Lilli. Aber vielleicht darf ich ja noch mal als Privatmann wiederkommen. Hab ich mich verjagt. Wollen wir uns dünn machen? Das ist aber nicht die feine englische Art, Hans Herbert. Abhauen, ohne die Rechnung zu bezahlen. Weißt du, wie man sowas nennt? Das Geld überweise ich auf dein Konto. Was du nicht sagst. Und warum willst du dich hier so klammheimlich verdrücken? Hast Witz gekriegt, dass sie dir auf den Hacken sind? Mir auf den Hacken? Wer? Hör zu, Hans Herbert, du kommst nicht weit. Ehe du in deinem Auto sitzt, habe ich die Polizei gerufen. Keine Zeit. Machst du wegen der paar Euro für ein Puhai? Ja, langt das? Och, und du meinst, wenn ich mein Geld gekriegt habe, dann wird über das andere der Mantel des Schweigens gedeckt, ne? Du bist mir ja ein ganz raffiniertes Schlitzohr. Mantel des Schweigens, Schlitzohr? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Wenn das nicht genug ist, lege ich gern noch was drauf. Hauptsache, dieses verrückte Frauenzimmer kommt mir nicht nochmal an die Wäsche. Meinst du Elfi? Der Doktor hat mir jede Aufregung verboten. Die kleinste Aufregung kann einen Kreislaufkollaps nach sich ziehen. Was tut diese hemmungslose Person? Kriege ich mich beim Schlawittchen, dass ich denke, sie will mir den Hals umdrehen. Als ich wieder zu mir komme, sagt sie, das war ein Zungenkuss. Hans Herbert, ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Das nützt jetzt auch nichts mehr. Was diese Frau mit mir gemacht hat, das ist für einen Mann mit meiner labilen Gesundheit meist dasselbe wie ein Mordanschlag. Da, guck dir das an. Elfi hat doch gar nicht gewusst, wie labil du bist. Weißt du was? Du gehst nur erstmal wieder nach oben und ruhst dich aus. Noch so eine Attacke überlebe ich aber nicht. Das passiert auch nicht wieder. Elfi passt nicht zu dir, das sehe ich ein. Was du brauchst, ist was Seriöses. Eine Frau mit sittlichem Empfinden, habe ich recht? Vor allem muss sie Rücksicht auf meine angegriffene Gesundheit nehmen. Genau. Und nur die gute Nachricht.
Diese Frau hab ich für dich. Kenn ich sie? Im Augenblick will ich nicht mehr sagen, als dass ich mich wundere, dass ich da nicht schon viel früher drauf gekommen bin. Ihr beiden, ihr seid das ideale Paar. Sag mal, was war noch dein Hobby? Ich sammle Tablettenschachteln. Siehst du? Und sie interessiert sich für den Wachtelkönig. Das passt doch ganz wunderbar zusammen. Geh mal nach oben und ruh dich aus und dann sehen wir weiter. Ja, ist gut. Lustmolch, Wüstling, Sittenstrolch, Was sagst du da? hat Anne Rose gesagt, von dir. Wie kommt sie dazu? Ja, das frage ich dich. Was hast du mit ihr angestellt? Ich mit ihr? Nix. Du lügst. Was hast du mit Anne Rose gemacht? Lilli, guck mich bitte nicht so böse an, da kann er mir Angst und Bang bei werden. Ich wollte bloß Klarheit haben, das ist alles. Klarheit, über was? Zuerst hat sie die ganze Zeit gesabbelt und gesabbelt von irgendeinem Wachtelkönig und lauter so merkwürdigen Kram und ich habe bloß immer Bahnhof verstanden. Aber als sie dann wissen wollte, was ich über den Urknall und die Megalith-Grabstätten denke, da kam mir mit mal der Verdacht, dass sie, verstehst du? Dass sie was? Nicht von hier ist. Nicht von hier. Was soll das heißen? Ach du dickes Ei. Und denn? An ihren Augen konnte ich nichts feststellen, du hast mir die Taschenlampe weggenommen. Aber ich habe dir doch erzählt, dass die Außerirdischen Retortenbabys sind. Und das heißt, da wo wir den Bauchnabel haben, sind sie glatt und schier. Sag nicht, du hast bei Anne Rose nachgeguckt. Wollt bloß mal fühlen. Muss mal fühlen. Ja. Und? Hast du Was? gefühlt? So weit bin ich gar nicht gekommen. Mit Mal fing sie an zu schreien und lief weg. Was ist los? Glaubst du mir nicht, dass die Außerirdischen keine Bauchnabel haben? Doch, Arnold, ich glaub dir. Ich glaub dir jedes Wort. Ich kann dir das sogar beweisen. Ich habe hier ein Foto von einem nackigen Außerirdischen. Nein, Augenblick auch mal. das Warte, Wort. ich hab das gleich. Lass mich doch endlich mit diesem Blödsinn zufrieden. Lilli, was soll das? Sowas. Das nicht. Das ist er doch, oder? Ist wegen Heiratsschwindel zu 4,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Lilli, hör dir das mal an. Der Kerl, der sich für deinen Jugendfreund ausgibt, dieser außerirdische Wolfgang. Ein Heiratsschwindler ist er auch noch. Ist da auch bestimmt kein Pfeffer drin? Nein, Na? du hast doch gesagt, das kann dein Magen nicht ab. Das ist psychosomatisch. Von Pfeffer kriege ich eine chronisch dilatierende Obstipation. Eine was? Verdauungsstörung. Die macht mich depressiv. Da muss ich immer an meine Schwester Gerlinde denken. Ist jetzt auch schon 6 Jahre tot. Gerlinde war meine letzte Verwandte, seitdem stehe ich ganz allein da. Wenn alles klappt, hast du ja bald wieder eine Familie. Familie? Kommt ja überhaupt nicht in Frage. Wenn ich heiraten sollte, dann hat meine Frau genug mit mir zu tun. Hat sie gesagt, dass sie eine große Familie hat? Nein, hat sie nicht. Ich glaube, das Wichtigste für sie ist ein Mann mit Bildung. Oh, in puncto Bildung kommt sie bei mir voll auf ihre Kosten. Meine Kollegen in der Revision, weißt du, wie die mich nennen? Nee, sag mal. Das wandelnde medizinische Lexikon. Hans-Herbert, wir Frauen, wir reden auch ganz gerne mal über was anderes. Was hat sie denn für Interessen? Na ja, als Lehrerin. Ist nicht wahr. Sie ist Lehrerin. Wieso? Das gibt's doch und solche. Oder hast du grundsätzlich nichts für Lehrerinnen übrig? Im Gegenteil. Gerlinde war auch Lehrerin. Na, da hab ich ja gesagt, ihr beide passt wunderbar zusammen. Lilli, kann ich dir mal was vorlesen? Du siehst doch, ich hab zu tun. Ja, dann guck dir zumindest das Foto an. Interessiert mich nicht. Hans-Herbert, was sagst du denn dazu? Kennst du den? Ja, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Arnold, dein Pieper.
Ich höre nichts. Doch, Arnold, ganz deutlich los. Kundschaft. Das hätte ich doch auch hören müssen. So wie Gerlinde mich immer betüdelt hat. Sie hat mir so viel Wärme gegeben. Und was hatte sie für Mitgefühl? Sie hat mir die Wünsche von den Augen abgelesen. Manchmal hatte sie die Medizin schon besorgt, bevor ich die Krankheit kriegte. Gerlinde ist jetzt schon 6 Jahre tot. Seebestattung. Weiß beim besten Willen nicht, wie ich diese 6 Jahre über die Runden gekommen bin. Nach allem, was du mir über deine Schwester erzählt hast, bin ich mir ganz sicher, dass du mit Anne-Rose glücklich warst. Für Anne-Rose gibt es nichts Schöneres, als ihren Mann zu verwöhnen. Hat sie das gesagt? Sowas fühlt man, Hans Herbert. Eine Frau fühlt sowas. Oh, und nun kommt eine Überraschung. Komm, guck doch mal aus dem Fenster. Diese Kutsche habe ich für euch beiden bestellt. Eine Kutschfahrt durch die blühende Heide. Na, was sagst du? Oh, die Idee ist nicht schlecht. Aber in so einer Kutsche zieht's doch an allen Ecken und Enden. Der Kutscher hat bestimmt Decken dabei. Und dann ist es ja auch warm draußen. Und diesen Blumenstrauß gibst du ihr im passenden Moment? Oh, Lilli, du denkst aber auch wirklich an alles. Aber woher weiß ich, wann der passende Moment gekommen ist? Hans Herbert. Das Beste ist, du setzt dich schon mal rein in die Kutsche, Ja. ne? Dann ist die Überraschung noch größer. Anne-Rose weiß nämlich noch gar nichts von ihrem Glück. Du musst dich verhört haben. In der Taxizentrale wissen wir auch von nichts. Oh, gut, dass ich dich mal alleine zu fassen bin. Wie ich dir gesagt habe, dieser Wolfgang ist Arnold, ein für alle Mal. nicht das, für was er sich ausgibt. Erinnerst du dich? Noch ein Wort und ich dreh durch. Gut, ich sag nichts mehr, aber guck dir bitte dieses Foto an. Interessiert mich nicht. Ich hab das begriffen. Ich hab das kapiert, dass die Außerirdischen keinen Bauchnabel haben. Aber darum geht das doch gar nicht. Lässt du mich nur endlich in Ruhe? Gut, gut, ich gehe. Aber sag bitte nachher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Komm mal her. Du bist mein Held. Ach, Elfi. Ja. Du hol mal die Gläser. Ja. Lilli, was sagst du dazu? Ich kann mich schon 2 Minuten über Wasser halten. Nein. Du holst auch die Sektbuddel mit, ja? Ja. Was ist das bloß für Sekt, den du da hast? Das ist ja die ganze Gewerkschaftsbrause. Die schmeckt ja nicht nur er. Also beim letzten Mal hat er dir noch geschmeckt. Aber mit den Jahren ändert sich ja auch der Geschmack, nicht? Ist ja gut, ist ja gut. Weißt du, für gewöhnlich wäre du ja fix und foxy, so wie Wölfi mich rangenommen hat, nicht? Aber ich fühle mich topfit, du. Ach. So gut habe ich mich seit der letzten Schönheitsreparatur nicht mehr gefühlt. Ich glaube, das sind die Hormone. Sag mal, wie nennst du ihn? Wölfi. Ja, Wölfi. Weißt du, bei Wolfgang muss ich immer an lange Unterbüchsen denken. Ich weiß auch nicht warum. Ja, guck ich dir mal an, da diesen Muskelprotz. Der hat bestimmt Bodybuilding gemacht. Was meinst du? Hast du ihn nicht gefragt? Er sagt, das bringt seinen Beruf als Sicherheitsbeauftragter so mit sich. Sicherheitsbeauftragter. Hm? Lilli, du kannst vor Glück sagen, dass wir so gute Freundinnen sind. Sonst hätte ich das verdammt krumm genommen, dass du ihn so lange von mir versteckt hast. Ich mach da gar nicht an denken, was ich alles verpasst habe. Unsinn, Elfi. Warum sollte ich Wolfgang denn vor dir verstecken? Wo er doch verheiratet ist. Glücklich verheiratet. Glücklich, auch noch glücklich. Das ist ja gediegen. Mir hat er erzählt, seine Ehe ist nach 1,5 Jahren in die Binsen gegangen. Was sagt uns das? Einen von uns beiden muss er beschwindelt haben, nicht? Oder hast du das aus den Fingern gesogen? Hast gedacht, du kannst mich damit austricksen? Hm?
Effi, so geht das nicht weiter. Wenn dir der Herr nicht gefällt, den ich hier für dich ausgesucht habe, dann musst du warten, bis ich was anderes gefunden habe. Aber du kannst dich nicht einfach an einen ranschmeißen, der überhaupt keine Heiratsabsichten hat. Also genauso gut kannst du dich am Briefträger vergreifen. Gott, warum nicht? Wenn der Briefträger mein Typ ist. Bis jetzt ist das hier ein anständiges Haus gewesen und so wird das auch bleiben. Dafür sorge ich. Also was du auch tust, mein Dear, pass auf, dass du mir nicht an die Farbe kommst. Weißt Bescheid? Hey, soll ich das in die Küche bringen? Ja, das wäre ja ganz fürchterlich. Elfi! Lilli, der Kutscher sagt, es gibt Gewitter, wie lange noch auf die Dame warten soll. Ja, sag ihm, sie kommt gleich. Das habe ich schon. Ja, was haben Sie denn nun schon wieder vor? Das wirst du gleich sehen. Lilli, dieser Mann Du sagst ist... das nicht. Aber du sagst das nicht. Du weißt ja noch gar nicht, was ich sagen will. Doch, Schluss mit diesem Blödsinn. Ich hab die Nase voll. Mir steht das bis hier. Wenn es um die Wahrheit geht, dann lass ich mir nicht den Mund verbieten. Auch nicht von dir, Lilli. So, na dann passt mal auf. Komm her und guck ihn dir an. Hat er einen oder hat er keinen? Das ist ja wohl das Letzte. Bist du neidisch, was? Wölfchen hat alles, was ein Mann so braucht. Das habe ich ja gar nicht gemeint. Was du wohl nicht gemeint hast. Mich wundert, dass du ihm nicht noch die Büchse runtergezogen hast. Tut mir wirklich leid, Wolfgang, entschuldige, aber Amon ist mir so auf den Wecker gefallen mit seinem UFO-Quatsch. Ist schon in Ordnung, Lilli, ist schon in Ordnung. Ich frage mich bloß, was ich mit UFOs zu tun haben soll. Ach, Wölfchen, das sind doch Ausflüchte. Hier geht es um deine Männlichkeit. Und dann lassen wir dich anrütteln. Bye, bye. Oh Gott, was habe ich mich blamiert. Warum konnte ich mich auch dazu hinreißen lassen? Aber schon allein bist du. Ja, Lilli. Da siehst du nur endlich ein, dass Wolfgang kein Außerirdischer ist. Ja, Lilli, was das angeht, war ich auf dem Holzweg. Ja, das ist ja immerhin mal was. Aber von wegen Mogelpackung, da bleibe ich bei. Was soll das heißen, da bleibst du bei? Langt dir das nicht, dass ich mich hier deinetwegen bis auf die Knochen blamiert habe? Das hättest du dir alles sparen können, wenn du mir einmal zugehört hättest. Hier, guck dir das an. Ja, nun tu. 6 Frauen die Heirat versprochen und bei jeder tüchtig abkassiert. Da hätte er doppelt so lang verbrummen müssen. Und du bist dir sicher, dass er das ist? Er war ein paar Jahre jünger, aber Wolfgang K. Er hat sich noch nicht mal einen anderen Namen zugelegt. Und was er uns von seinem Auto erzählt hat. Ich habe die ganze Gegend um Großen Weder abgesucht. Kein Auto und nix. Ich krieg die Motten. Der Heiratsschwindler ist er selber. Das Beste ist, du rufst die Polizei an und sagst ihnen, sie sollen ihn abholen. Warum? Ist ja gar nicht gesagt, dass er... Wollen wir wetten, dass er wieder rückfällig wird? Lilli, es gibt zu viel dumme Frauen. Tja, das machst wohl sagen. Nichts für ungut, aber ich muss mich erstmal berabbeln. Du hast dich doch nicht in den Schuft verguckt, oder? Bitte, Amon. Lass mich mal 5 Minuten alleine, ja? Lilli, ich habe noch mal über alles nachgedacht. Ich bin zu lange allein gewesen, als dass ich jetzt noch an eine Heirat denken sollte. Machst einen Köhm? Bitte? Mir ist nach dem Köhm. Wenn du willst, kannst du einen mittrinken. Na, wie ist? Aber bloß ein ganz klein. Prost. Wohlsein.
Anne-Rose, nun hör mir mal gut zu. Wenn das soweit ist, dass ich glaube, du musst alle Hoffnungen begraben, dann sage ich dir Bescheid. Abgemacht? Ja, aber... Ich bin noch nicht fertig. Entschuldigung. Dass ich dich mit Arnold zusammenbringen wollte, das war ein Fehler, sehe ich ein. Höhere Interessen und höhere Interessen, das ist nicht immer dasselbe. Aber jetzt weiß ich, wer der Richtige für dich ist. Doch nicht der sympathische Herr Kock. Nee, der sympathische Herr Kock ist das nicht, der ist vergeben. Ach so, dann bleibt doch eigentlich bloß... Genau. Hans-Herbert und du, ein Traumpaar. Glaubst du? Hans-Herbert ist ein Herr, Anne-Rose. Anständig und solide. Bei ihm musst du keine Angst haben, dass er dir einen unsittlichen Antrag macht. Ja, aber ist er nicht schon ziemlich klöterig? Hans-Herbert ist ein echter Romantiker. Ach, wirklich? Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Doch, komm, guck mal, komm. Eine Pferdekutsche. Er lädt dich zu einer Kutschfahrt durch die Heide ein. Du sag mal selbst, ist das nicht Romantik pur? Oh, was für eine hübsche Idee. Aber sieht das nicht nach Gewitter aus? Ich habe schreckliche Angst vor Gewitter. Hans-Herbert ist ja bei dir. Und wenn es zu schlimm wird, dann kehr dich einfach um. Komm. Lilli? Lilli? Ah, hey! Oh. Mach's auch ein. Ja, gern. Ich habe meine Manschettenknöpfe vergessen. Kannst du vielleicht aushelfen? Ach ja, warte mal, neulich habe ich die von meinem Mann noch gesehen. Die müssen eigentlich hier drin... Ah ja, da sind sie. Bitte, kannst behalten. Aber das kann ich doch nicht annehmen. Oh doch, das kannst du. Bist du sicher? Ganz sicher. Ich brauche sie nicht mehr. Sag mal, was hast du Elfi erzählt? Du bist Sicherheitsbeauftragter? Die besten Lügen sind die, die ganz nah bei der Wahrheit sind. Dass ich von der Kripo bin, kann ich dir doch nicht sagen. Nee, das lass mal lieber bleiben. Elfi flippt aus, wenn sie rauskriegt, dass du hier bloß rein dienstlich den Charmeur spielst. Ne? Aber das lässt sich nicht ändern. Prost. Prost. Wenn ich den Heiratschmittler festnehme, muss ich mich als Kripo-Beamter zu erkennen geben. Ja, du bist einer von den wenigen Männern, die sie wirklich in ihr Herz geschlossen hat. Und ausgerechnet du. Also ich fürchte, sie tut sich was an. Mit sowas soll man nicht spaßen, Lilli. Und das ist mein voller Ernst. Bei ihrer letzten unglücklichen Liebe, da ist sie extra im Privatjet nach Paris geflogen und wollte sich vom Eiffelturm runterstürzen. Zum Glück ist der Fahrstuhl stecken geblieben. Und als sie dann endlich oben ankam, da hatte sie sich das anders überlegt. Sag mal, Wolfgang, mal ehrlich. Tut Elfi dir denn gar nicht leid? Ach, wenn's bloß das wäre. Willst du die Wahrheit wissen? Na? Ich habe mich bis über beide Ohren in sie verliebt. Ach, du liebe Zeit. Ja, und was soll nun werden? Ja, das frage ich mich auch. Also, ich an deiner Stelle, ich würde ja sofort den Posten bei der Kripo an den Nagel hängen und in die Privatwirtschaft gehen. Elfi könnte einen Sicherheitsbeauftragten für die Malzahn KG bestimmt gut gebrauchen. Aber noch nötiger braucht sie einen Mann. Wir wollen doch nicht vergessen, dass Elfi schon etwas älter ist. Oh, Wolfgang, sowas hat auch seine Vorteile. Bei einer älteren Frau, da musst du nicht immer so den Strandmax markieren. Die nimmt dich so, wie du bist. Und was ja auch nicht ganz unwichtig ist, bei einer Heirat setzt Elfi ihren Mann als Alleinerben ein. Das heißt, über kurz oder lang erbt er ihr ganzes Vermögen. Ich weiß nicht, warum du mir das erzählst. Klaps am Handy, ich habe das auf ihr Geld abgesehen. Ja, wo sich das um eine Zahl mit 6 Nullen handelt, könnte ich dir das gar nicht verdenken. 6-0. Geld allein macht nicht glücklich, Lilli. Was glücklich macht, ist der Akkord. Der Akkord von zwei Seelen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Wolfgang,
Ich glaube, an dir ist wirklich ein Dichter verloren gegangen. Aber trotzdem muss man darum auf solche Erbschaft ja nicht verzichten. Kann man nicht auch so zusammenleben? Muss man unbedingt heiraten? Muss man nicht. Aber ohne Heirat gibt es bei Elfi nichts zu erben. In dem Punkt beißt du bei ihr auf Granit. Wenn ich dich recht verstanden habe, Lilli, dann meinst du, ich soll den Heiratsschwindler laufen lassen? Ja, wenn du ihn nicht zu fassen kriegst, dann schnappt ihn jemand anders. Gönnt deinen Kollegen doch auch mal was, Wolfgang. Hey, Mama. Kleiner doch wunderbar los, was? Ist das nicht merkwürdig? Ja, was? Wegen ein paar Manschettenknöpfen bin ich runtergekommen. Und auf einmal hat mein Leben eine neue Richtung genommen. C'est la vie, sagt der Holländer. Carlo, was du immer für Schnapsideen hast! Wie soll ich dir das meinem Papa erklären? Ach, Lili, sag du mal, möchtest du in einer Urne beerdigt werden, die aussieht wie eine große, kunterbunte Suppenschüssel? Herrgott, das war doch nur so als Hausnummer gesagt. Man kann durchaus auch an etwas Herzförmiges in Pink denken. Ja, das erzähl mal meinem Papa. Der hustet dir was. Hilft nichts, da bleibe ich hart. Entweder er stellt seine Bestattung auf modernes Design um, oder er kann sich einen anderen Schwiegersohn suchen. Allein schon die Vorstellung. Ich mit einer schwarzen Krawatte, in einem schwarzen Auto und dann mit dieser schwarzen Urne. Entsetzlich! Aber mein Papa ist sein ganzes Leben lang in Schwarz rumgelaufen. Der hat sogar ein schwarzes Nachthemd. Und ich sage nochmal, schwarz ist keine Farbe, schwarz ist ein Gemütszustand, der Ausdruck tiefsten Stumpfsinns. Nein, wenn es um Design geht, kenne ich kein Pardon. Sein oder nicht sein. Der ist nicht ganz dicht. Denn der hat einen Knall. Aber gegen die Macken von den anderen Männern ist das doch harmlos, Manuela. Ach, wenn mein Papa das hört, der schmeißt ihn vierkantig raus und mich gleich mit. Hast du Carlo von deinem kleinen Jungen erzählt? Ja, kein Problem, sagt er. Spart er sich die Arbeit. Das siehst du, und mit Carlos äußerer Erscheinung kann man doch auch zufrieden sein. Ne? Doch, ja. In Soltau haben sich die Frauen nach ihm umgedreht. Na also, was willst du denn noch mehr? Die Macken, die werden sich abschleifen, sonst sehen Manuela, nach ein paar Ehejahren wird das keiner mehr gewahr, was er mal für ein schriller Vogel war. Aber was sag ich denn meinem Papa? Du sagst deinem Papa, du willst Carlo heiraten und sonst keinen. Genau, heiraten, das finde ich echt bizarr. Ich ganz in weiß. Und ich ganz in Petersiliengrün. Herrgott, jetzt wird es draußen auch noch schwarz. Ach, Anne-Rose. Ach, Hans Herbert. Rhinitis vasomotorica. Rhinitis, Vasomotorica. da denkt man ja, man steht mit einem Bein im Grab, nicht? Ja, dabei heißt das bloß, dass die Nase immer zu läuft. Dagegen sind die hier. Aha. 3-mal täglich vor dem Essen. 3-mal täglich vor dem Essen. Richtig? Ja. Und dann habe ich noch einen Wunsch, Gerlinde. Anne-Rose. Oh, Entschuldigung. Das kommt von der Ähnlichkeit, Anne-Rose. Von der Seelenverwandtschaft. Und was ist das für ein Wunsch, Hans Herbert? Ja, wie fange ich an? Vielleicht so. Könntest du dir vorstellen... Ja? Du musst aber ganz ehrlich sagen, wenn es zu viel verlangt ist. Zu viel kann ich mir eigentlich nicht denken, Hans Herbert. Oh, bestimmt nicht. Nein. Also jede Nacht um 1:30. Wollen wir da heute Nacht gleich mit anfangen? Eine größere Freude könntest du mir gar nicht machen, Anne-Rose. Oh, Hans Herbert. 2 Teelöffel auf ein Glas warmes Wasser.
glaubst nicht, wie glücklich mich das machen würde. Hat Gerlinde auch immer für mich getan. Und wogegen sind die? Die Krankheit habe ich schon lange nicht mehr. Aber jede Nacht um 1:30 von einer lieben Stimme geweckt werden, das ist zu schön, als dass ich darauf verzichten möchte, Anne-Rose. Oh, Hans Herbert! Oh, Schiedesheckfiede. Ja, was ist denn nur? Ich denke, du willst den Rasen mähen. Aber jetzt ist das stockdüster draußen und bei Gewitter ist das auch zu gefährlich. Ah, dass dich der Blitz trifft, ist ungefähr genauso wahrscheinlich wie eine UFO-Landung auf dem Heiligen Geistfeld. Ich verstehe schon. Und mich wäre das nicht schade. Ach, Arnold, du sag doch sowas nicht. Oh, ehrlich, Lilli, würdest du mir eine Träne nachweinen? Sag mal, was ist los mit dir? Hast du moralischen? Ich habe keine Lust mehr, bei dir den Ladenhüter zu spielen. Oh, Arnold, das ist aber nicht meine Schuld. Ich habe dir so viele wunderschöne Angebote gemacht. Ja. Aber auf das eine Angebot, da warte ich schon seit Jahr und Tag. Ach, Lilli. Was ich dir jetzt sage, für dich würde ich sogar die Ufologie aufgeben. Bleib du mal lieber bei deiner Ufologie, Arnold. Da bist du der Commander. In unserer Ehe, fürchte ich, wäre ich das. Wenn schon, da könnte ich auch mitleben. Aber ich nicht, Arnold. Effi, soll ich oder willst du? Eigentlich geht es doch nur uns beide was an, Elfi. Ich möchte jetzt so gerne ihr Gesicht sehen. Ihr Gesicht. Lilli, du kannst uns gratulieren. Wölfe und ich, wir wollen heiraten. Oh, du ihn oder er dich? Wölfe hat meine Hand angehalten und mir ist nichts eingefallen, warum ich Nein sagen sollte. Du kannst uns ja mal fragen. Freut mich für dich, Elfi. Du machst das glauben oder nicht? Ich gönn ihn dir von Herzen. Das weiß ich doch, mein Bären. Sonst hättest du dir doch nicht so viel Mühe gegeben, uns zusammenzubringen, nicht? Leider können wir dich nicht zu unserer Hochzeit einladen. Wir wollen nur eine kleine Feier, ganz weit weg. In Reno oder Las Vegas. Nee. Das letzte Mal, als ich in Las Vegas geheiratet habe, da war die Reise länger als die Ehe. Ich hab dir gesagt, er wird rückfällig. Der Taxifahrer da soll uns eine Flasche Champagner besorgen. Ja. Nicht? Hast du das Geld, Schatz? Ja? Ich hab bloß auf einen Huni. Ein Huni, gib her, Money ist Money. So. Den Rest kannst du behalten. Ne? Aber ein bisschen Dalli. Und Lilli, bitte den Schlüssel für Nummer 7. Und du nimmst den, Schatz, ne? So. Und du geht's in die Haia. Ist es nicht noch ein bisschen früh zum Schlafen? Na, wer denkt denn im Himmel wird dann schlafen, mein Cheater? I will do my very best. Aber das kannst du doch nicht machen, Lilli. Wieso? Was meinst du? Ja, willst du zugucken, wie deine Freundin diesem Heiratsschmied auf den Leim geht? Du musst sie warnen. Ist das dein Ernst? Ja doch, geh rauf und schenke ihr reinen Wein ein. Ja, wenn du das denn meinst, dann muss ich das ja wohl. Aber was mache ich denn, wenn Elfi einen Ersatzmann verlangt? Ich glaube, mein Pieper piept. Landhaus Lüers?